Merci, Herr Präsident. Mein honorable Freund, den Gerard Schockmal, hält als Matt später nur mitten auf ein Weitries, Weltraum unendliche Weiten. Und es wird mir schwer fallen, nicht vielleicht Sachen zu suchen, die mein honorable Kollege schon gesagt hat. Mir das ist ja dann auch gut, weil wir sind in einer Koalition und in dem Sinn können das nicht zu galaktischen Unstimmigkeiten haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister, CSV hat die Entwicklung vom Weltraumsektor in unserem Land von Anfang an unterstützt. Nehmen wir Pierre Werner und Jacques Santer sind eng mit dieser Entwicklung verbunden. Sie gehören zu den Pionieren von dieser Aventur, mit der wir uns heute Abend einsetzen. Für 40 Jahre auf der SES mit ihrem Impuls auch gegründet und der Lützeburger Stadt hat sich weit aus der Fenster gelöst, für die junge Gesellschaft zu birgen. 20 Jahre ist Lützeburg auch Member von der ESA, auch das hat Herr Schockmal schon erinnert. Und auch das ist ein Schritt, den zurückgeht auf die Franz Bildchen und Dr. Wimodert und auch den war richtungsweisend bei der Entwicklung vom Sektor am Grand Duché. Herr Präsident, Gewicht vom Sektor in unserer Wirtschaft sind auf den ersten Blick nicht so impressionant. Die 2% vom PIB, 4% von in der Krise bis zum Hybrid, an dem 1600 Arbeitsplätze an davon der Gros bei der SES. Wie lange auf die Zahlen zu gucken, wäre natürlich ein bisschen kurz gegriffen, weil dieser Sektor als eine internationale Visibilität an eure Gewicht gibt, was weit über die geografisch größte von unserem Land herausgeht. Und das, auch das gab schon in der Strache, ein Sektor mit viel Potenzial. Da wenn's tut ja auch, dass die Regierung sich engagiert, für weiterhin noch verstärkt an den Space-Sektor zu investieren. Sie hat sich auch engagiert, die Investimente regelmäßig auf ihre Effektivität hin zu prüfen. Das Evaluation ist aus unserer Sicht essentiell. Wie ihr wisst, haben wir das Prinzip vom Invest in den Weltraumsektor immer unterstützt. Wir haben aber auch in den letzten Jahren Decisionen von den vierrichtigen Regierungen kritisch begleitet, aber besonders dann, wenn wir das Gefühl hatten, dass Fehler gemacht wurden oder wenn Steuersummen unnütz verbrannt wurden. Wir sind uns durchaus bewusst, dass der Invest an den Weltraum mit Risiken verbunden ist und dass nicht alles Start-up kann ein großes Succès gehen. Das soll aber keine Freifahrtschein sein, für Suchen von unseren Leuten zu verbessern. Herr Präsident, wir haben 2017 als eines der ersten Länder ein gesetzliches Kader für die kommerzielle Nutzung von Weltraumressourcen adoptiert. Damit haben wir den Grand Duché Landkarte von diesem Sektor gesetzt und dieser Kader wurde 2020 mit dem Weltraumgesetz weiter verstärkt. Und noch der Rebranding von der Weltraumdirektion am Wirtschaftsministerium zur Luxembourg Space Agency war eine gute Schachzug. Ich sehe den Koalitionsakkord 4 für eine legale Basis auszuschaffen und da vielleicht froh und den Herrn Minister Dalles, ob die Arbeiten schon vorgekommen sind oder wo sie drauf wären. Die Strategie für den Sektor bis 2027, die vom honorable Franz Fayo auch vorgelegt wurde, hat verschiedene Orientierungen gegeben und auch in der Strache, wie wichtig es ist, ein internationale legale Kader zu schaffen. Am Blick hat Johannes den Eindruck, wie wenn am Weltraum aber echt nach der Wille Westen herrschen. Wir nehmen das Recht vom Stärkeren und das Recht vom Reichen. Es braucht eine enge Aufstimmung mit unseren europäischen Partnern von der Union und an der ESA, aber natürlich auch am Kader von der UNO. Ich gehe davon aus, dass die Lützeburger Regierung sich auch am UNO-Forum ganz aktiv anbringt. Den Trafik am Weltraum braucht klare Regeln. Und auch die Gestion und Vermeidung vom Unfall muss eine Priorität bleiben. Die Welt möchte sich auf den Weg zum Mond. Und Lützeburg möchte sich mit auf den Weg. Wir sind Launchpartner von den Artemis-Akkorden, die von den Vereinigten Staaten ausgegangen sind, und gemeinsame Prinzipien für eine friedliche Weltraumexploration festlegen. Die Artemis-Akkorden haben unserem Sektor eine zusätzliche Visibilität gegeben, an den Weg freigemacht für neue Projekte. Für uns als CSV ist es aber ganz klar, dass
All Möglichkeiten am Espace müssen friedlich genutzt gehen und dass es nicht zu einer Appropriation oder zu einer Kolonisierung kommen. Herr Präsident, den Direktor von der ESA, den Herr Josef Aschbacher, hat Lützeburg bescheinigt, extrem stark zu sehen, wenn es um Weltraumressourcen geht. Wenn eine Kompetenz nicht etabliert, war für diese ein Pionier an dem Bereich. Dadurch waren wir an einer idealen Position für zusammen mit der ESA den Forschungszentrum, den Herr Schockmeier schon beschrieben hat, auf Belval auf die Beine zu stellen. Das Zentrum spielt eine Schlüsselrolle zwischen der Forschung, der Innovation und der Unterstützung von den Betrieben, die sie wollen umsetzen. Weil es ein Zentrum mittlerweile seit 5 Jahren gibt, Herr Wirtschaftsminister, kann das vielleicht so, wie ein erstes Resultat gibt, wie viele Start-ups am Inkubateur NRW sind, respektive wie ein Betrieber auf den nächsten Schritt übergehen. Wir sind gut aufgestellt am Start-up-Niveau, am ESRIC, am Fit for Start-Programm für Lux-Innovation, auch mit Luxemburg Space Agency über das Lux-Impulse-Programm eine Möglichkeit für ESA-Gelder umzuzappen. Wir wollen die Start-up weiter wachsen, muss mehr Kapital hier, und das müssen sie meistens dann auch an Deutschland sicher gehen. Die vorhergegangene Regierung hat zusammen mit Promos Ventures einen Fonds auf B gestellt. Hier wäre auch froh, ob durch schon Hilfen aus dem Fonds konnten aufgezogen gehen, für Einzelbetriebe weiter zu begleiten. Das positive Beispiel ist auch schon angesprochen gehen von der Firma iSpace, die ihren Ursprung in Japan hat, die eine langfristige Vision noch haben, für eine dauerhafte Präsenz im Mond aufzubauen. Das ist immens ambitiös. Wir begleiten die Firma auf ihrem Weg dahin, auch dann, wenn mal etwas schief geht. So wie das dann für kurzem der Fall war. Für kurzem kam auch Nouvelle, dass Blue Origin sich zu Lützeburg etablieren will und sein Büro hier will abmachen. Sie gehören noch zum Artemis-Programm. Auch von der NASA dafür zurückbehalten. Das ist sicherlich eine Chance auf einem weiteren Weg. Und auch hier Felicitationen an den Minister für seine Verhandlungsfähigkeit. Herr Präsident, wir müssen Talente weiter auch anziehen in diesem Bereich, nicht nehmen, wir auch. Wir brauchen Visionäre, wir brauchen Forscher, wir brauchen noch Dreamer. Wir natürlich allein Dream haben sie nicht hier am Land. Da brauchen wir doch verschiedene weitere Mesure, so wie die Regierung sie auf den Weg gebracht hat, natürlich auch steuerlicher Natur, für die Leute zu überzeugen, am Grand Duché zu bleiben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Gros von der Wirtschaftsleistung von unserem Weltraumsektor wird noch immer von der SES gedroht. Aber auch der SES muss sich permanent neu erfinden und hat sich auch auf Konnektivität umgestellt. Internet am Flieger, Internet um Meer, sie machen den, wo auch der SES zu den Leadern gehört. Richtungsweisend geht die Akquisition von der SES von ihrem historischen Konkurrent Intelsat. Nummer von der EU-Kommission für diese Akquisition steht schüss nach dem Akkord auch von den amerikanischen Autoritäten aus. Wenn der SES will in Zukunft mit der Konkurrenz mithalten, dann muss er wissen, also sich weiter positionieren. Und der Staat soll als Aktionär diese Entwicklung begleiten, also seine Verantwortung auch überholen. Es bietet sich viele Chancen auch für eine nachhaltige Entwicklung und als Resilienz gegen Klimaveränderungen mit Hilfe von Space-Technologie und künstlicher Intelligenz zu verbessern. Der SES hat sich auch am Sektor von der Défense positioniert. Eine friedliche Nutzung vom Weltraum muss nicht am Widerspruch stehen zu der Nutzung von Möglichkeiten für den Frieden hier auf der Erde zu sichern und auch unseren Planet gegen Gefahren wie Asteroiden aus dem Weltraum zu verteidigen. Beim NATO-Summit, den heute auf den Ende gegangen ist, steht als ein Quantensprung an den Défense-Ausgaben bevor. Wir sind der Meinung, dass wir uns dabei stärken basieren, wenn wir an als Défense investieren. Der SES hat zusammen mit der Regierung den GovSat 1 auf Orbit gebracht, wird auch GovSat 2 beteiligt sein, den angekündigt wurde. Am Koalitionsakkord wird festgehalten, dass die Akteure aus dem zivilen und dem militärischen Weltraumsektor sollen mehr eng zusammen schaffen und wir haben auch Firmen da, die ja beide Welten in der W sind und die auch Double Use anbieten. Also sollten wir auch auf dem Weg weitergehen.
Herr Präsident, unendliche Weiten, unendliche Möglichkeiten. Diese Weekend ist übrigens das Asteroid Day hier an der Stadt. Da kann er sich also noch ganz viel schlau machen über all die Möglichkeiten, die sich bieten. Für gut über 40 Jahre sind wir zusammen auf die Weg gegangen. Natürlich gibt es Rückschläge und wird noch in Zukunft nach Rückschlägen geben, die sollen uns nicht abhalten. Die gibt es auch, wie sie die erste Kehr wollten auf den Mond fliegen. Noch da hat nicht alles am Anfang geklappt, dann Leute viel gezweifelt, ob es auf dem Weg sollte weitergehen. Und Präsident Kennedy hat eine Geschichte, eine irische Geschichte, immer dann zitiert, von den zwei Jungen, die in der Weg waren, und die immer für die Mauer kommen. Und dann haben sie ihr Cap über die Mauer gehalten, für das sie weitergehen. Und als Viergänger und als Cap für gut über 40 Jahre über die Mauer vom Weltraum gehalten und das ist nice, um weiterzugehen. So nicht merci.